Ja, wir haben schon Angst und Schrecken verbreitet. Nein! Nein, das reicht nicht! Das reicht! Schön, dich wiederzusehen. Ach, Kobin. Hör zu! Fischer! Ich kann's erklären! Der legt mich um! Diesmal wird niemand kommen, um dich zu retten, André. Jetzt raus damit. Was zum Teufel hat Reed vor? Er hilft Megiddo! Er benutzt Third Echelon, um EMPs ins Land und nach Washington zu bringen. Ich hab dabei geholfen! Er hat dabei geholfen. Aber diesmal wieder Tu mir nichts! Tu mir nichts! nicht geholfen von jemand anderen. So, dann mal verhören. Ja, das macht bestimmt Eindruck. Warum? Was verspricht Reed sich davon? Die Präsidentin! Nach Zündung der EMPs wollen sie die Präsidentin ausschalten, die Stadt lahmlegen und das Durcheinander ausnutzen. Heute Nacht. Wieso ausgerechnet die Präsidentin? Ich sag nichts! Wie, du sagst nix. Sie will nicht mitspielen. Megiddo hat den Vizepräsidenten im Sack. Reed bekommt eine Medaille und wird befördert, wenn alles glatt läuft. Dieser verdammte Bastard. Letzte Frage. Sie ist zugleich auch die wichtigste. Was weißt du über meine Tochter? Du legst mich um, sobald du's weißt. Ja, schlau. Ich weiß gar nichts über sie. Fischer. Wie gesagt, die gaben mir ein Bild und meinten, ich soll eine entsprechende Leiche auftreiben. Hab ich häufiger für Third Echelon gemacht. Hab alles gemacht. Frag deine Freundin Grimsdottir. Hab mehrmals für sie gearbeitet. Sie weiß mehr darüber als ich. Halt's Maul! Na, noch am Leben? Gut. Nicht wahr? So, er lebt noch. Und nützt? Was haben wir denn an Knarren? Haben wir irgendwas mit mehr Durchschlagskraft? Schon, gell? Nehmen wir mal die da. Denn ich befürchte, jetzt kommen gleich einige Gegner. Ein Schalldämpfer, brauchen wir so einen. Nehmen wir mal, oder? Ist nie verkehrt. Oh oh. Wir gehen rein. Halt dich nicht, der wird geschossen. Los, los! Wo willst du hin, Fischer? Grim, So, noch mehr von ich habe denen? mit unserem Freund Kobin gesprochen. Reed arbeitet mit Megiddo zusammen. Sie haben es auf die Präsidentin abgesehen und wollen ihren Vize an die Macht bringen. Die EMPs sind ein Ablenkungsmanöver. Ja, natürlich. Bei dem Chaos wird so schnell keine Hilfe vor Ort eintreffen. Und sie haben einen netten Terroranschlag als Ausrede. Kobin hat noch andere Sachen erzählt. Ich bin auf dem Weg in dein Büro, Grim. Was werde ich dort finden? Etwas, das schon längst überfällig ist. Melde dich bei mir, wenn du da bist. Dann besprechen wir alles. Scheiße, kämen schon wieder welche. Oder wir? Ja. So, unser nächstes Ziel ist. So ein Mist. Was? Reeds Büro? Den Mistkerl schnapp ich mir. Scheiße, Ziel ist in der Nähe. Ich finde den Kerl. 3 Stück. Das schwöre ich dir. Bereich gesichert. Ich glaube, ich habe hier was. Überprüf das mal. Positionen. Wir schnappen ihn uns. Geh nur mal. So, das war's schon.
Dann marschieren wir mal weiter. Da haben wir Muni. Und es geht da hinten. Wir müssen in Grimms Büro. Und da erwartet uns irgendwas über unsere Tochter. Was ist denn das da, Mann? Alter. Das damals schaut aus wie so eine Schussanlage. Und ich befürchte, ich hab da recht damit. Wir müssen uns da irgendwie einen Weg durchbauen. Gerade auch schon mit Nick. Wie der Song da drin hat. Weg mit der Knarre. So, schauen wir mal. Da können wir auch viel. Schauen wir mal. Wir können bis da oben. So, sind wir im nächsten Raum herum. So, gute Frage. Also im nächsten Raum sollte man am besten nicht überspringen. Weil wir sonst fällig sind. Ach, du gehst nicht weiter. Das Rohr geht bis da hinten. Das schaut gut aus, ja. Und dann müssen wir an den Schranken schon längst vorbei sein dann. Moment einmal. Weg mit der Brille. Oder ist da noch was? Nix mehr. Gut. Marschieren wir weiter. Warner. Und da ist Grimms Büro. Gehen wir mal hinten um mich. Der Alte sagt, treibt sich hier immer noch rum. Findet ihn. Bloß ein Gegner. Gibt's das? Na, da ist noch einer. Keine Spur vom Ziel. Wiederhole. Scheiße. Position. Wir gehen rein. Ja. Ja, die sind ziemlich gepanzert, die Herren. Und wenn wir nicht einen direkten Kopfschuss machen, dann sind sie nicht gleich tot. So, ja gut, der Speicherpunkt war ganz gut gelingen. Hat jemand die Sperrbereiche überprüft? So, nochmal. Wo ist er denn jetzt? Keine Spur vom Ziel. Sieht ihn jemand? Oh, Scheiße! Diesmal hat's gesessen. Sagt zum Ziel. Weiß irgendjemand, wo er steckt? So, pass auf. Oh, das sind noch mehrere War kein Modus. Zivilist mit deiner Knarre. Das war dieser Bastard von Fischer. Zeig mal, das sind gerade noch zwei. Kein Kontakt. Wachsam bleiben. Kein
Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt, Treffen wir die nicht. Person ist nicht mehr hier. Nehmen wir mal die zwei. Oh Mann! Und wie kommen wir da rauf? Vorne um mich, oder? Wer immer das auch war, wird dafür büßen. Keine Spur von Fischer? Wir müssen ihn umlegen, bevor Colonel Reed uns umlegt. Ich glaube, bevor euch der umlegt, Wiederhole, kein Kontakt. habe ich hier umgelegt. Wir müssen Fischer finden. Das Gebäude muss abgeriegelt werden. Vorne um mich. Suche weiter. Keine Spur vom Gegner. Beim Lincoln Memorial haben wir Fischer verpasst, aber hier werden wir ihn finden. Tja, war nix. Gut, jetzt können wir uns mal umschauen. Da geht es nicht gerne. Aber dafür geht's da auf. Und wir flitzen mal. Was? Ach so, die Splinter Cell Einheiten. Wie Rauchgranate. Feuerschutz, bereit machen zum Angriff. Bewege mich jetzt auf das Ziel zu. Das ist Fischer. Sammeln und auf Vorstoß vorbereiten. Okay, es geht los. Scheiße, die sind gekommen. Das war Glück. Da haben wir Glück gehabt. Wir dürfen nicht vergessen, die haben ja Nachtsichtbrillen und sehen uns dadurch. Und da können wir uns nicht im Dunkeln verstecken. Ja, das ist einmal ausnahmsweise andersrum, gell? Sonst waren ja immer wir die es im Dunkeln gesehen haben. So, da ist Grimms Büro. Und ich glaube, da wird uns nichts Schönes erwarten. So, da leidet was. Erzähl mir von meiner Tochter, Grimm. Sag mir, warum du mich angelogen hast. Es war Lamberts Idee, Sam. Er dachte, er würde dich beschützen. Er hatte ein Aufnahmesystem in seinem Büro installiert. Alles, was dort besprochen wurde, wurde gespeichert. Vor der Sache in New York gab er mir die Zugriffscodes. Die Daten können nur vor Ort und durch mich abgerufen werden. Das sagte er über Sarah. Sarah Fisher. Meine Informationen deuteten darauf hin, dass ihre Sicherheit bedroht war, durch einen Maulwurf in den Reihen des Third Echelon. Man wollte sie dazu benutzen, Sam unter Druck zu setzen. Sie hätten Sam in der Hand gehabt und das konnte ich nicht zulassen. Ich traf eine schwere Entscheidung. Ich täuschte Sarahs Tod vor und nahm sie so aus dem Spiel. Ohne sie konnte Sam so handeln, wie es nötig war. Sein Leid bedeutete ihre Sicherheit. Sarah wurde mit einer neuen Identität ausgestattet. Sie wurde beschützt. Ausgezeichnete Arbeit, Anna. Ich habe diesem schmierigen Bastard Corbin den Auftrag gegeben, eine Leiche zu besorgen, die ihr ähnlich sah. Dann log ich meinem besten Freund vor, dass seine Tochter tot sei. Ich nutzte ihn und seine Trauer aus. Alles zum Wohle von Third Echelon. Und das Schlimmste daran, der Maulwurf wurde nie enttarnt. Die Bedrohung für sie und Sam, sie existiert weiterhin. Das alles muss also geheim bleiben. Wir beide wissen davon, sonst niemand. Vielleicht eines Tages... Sam! Sam! Sam, hör mir zu! Sam! Du musst mir zuhören. Was geschehen ist, ist geschehen. Aber jetzt brauche ich dich. Ich brauche den Sam Fisher von damals.
Weißt du's noch nicht? Er ist tot. Frag Sarah. Sam, bitte! Meine Leute haben die restlichen Whitebox-Daten, die du beschafft hast, analysiert. Wir wissen, was sie vorhaben und können nichts tun. Wozu brauchst du dann mich? Sie haben 3 EMP-Richtgeneratoren in Position gebracht. Wenn sie gezündet werden, fällt der ganze U-Bahn-Sektor aus. Um den Bereich optimal abzudecken, müsste man einen Generator beim alten Reservoir platzieren. Du musst dorthin gehen und ihn ausschalten. Warum sollte ich? Weil es der Generator ist, dessen Impuls Sarahs Apartment treffen würde und du sie vor dem bewahren könntest, was danach geschieht. Und die anderen beiden? Dir bleibt nur Zeit für einen. Los, geh. Rette deine Tochter. Ich hatte sie nie in meiner Gewalt. Hab nur geblufft, damit du mir hilfst. Und falls das noch zählt, verzeih mir. Was ist mit dir? Ich gehe mit Tom Reed ins Weiße Haus und versuche, die Präsidentin zu retten. Vielleicht sehen wir uns da. So, nützet. Moment mal. Die warten schon. Suchen die mich? Muss vor Zerstörung entkommen. Welche Zerstörung? Achtung an alle. Protokoll 2319 wurde aktiviert. Datenbereinigung eingeleitet. Sämtliches Personal hat unverzüglich einen Sicherheitsabstand von 100 Metern zum Gebäude herzustellen. Sam, Reed hat Sicherheitsprotokoll 2319 aktiviert. Du musst da raus. Schnell! Achtung, Protokoll 2319 wurde Oida. aktiviert. Ich sehe gar nichts. Also wir sind von Lambert einmal angelogen worden. Protokoll 2319 wurde aktiviert. Wegen Sarah. Fischer versteckt sich. Er spielt wieder seine Spielchen. Seid vorsichtig. Bereich ist nur. Protokoll 2319 wurde aktiviert. So, wir müssen immer noch aussehen. Wo sind wir denn gekommen? Achtung, Protokoll 2319 wurde aktiviert. Tja, war aber nichts. Keine Spur vom Feind. Wartet, das könnte ein Hinterhalt sein. Achtung, Protokoll 2319 wurde aktiviert. So, erledigt. Versteck dich. Wir wissen, was du Lambert angetan hast. Protokoll 2319 wurde aktiviert. So. Achso, die Empfangszentrale. Jetzt wusste Sam also alles. Er wusste, dass sein Freund, der Mann, für dessen Tod er verantwortlich war, ihn in bester Absicht angelogen hatte. Er wusste, dass dieses Ding, das er zusammen mit Lambert erschaffen hatte, zerstört werden musste. Er war jetzt sein eigener Boss. Und die letzte Verbindung zu seinem früheren Leben war nun Grimm. Sie bat mich um einen Gefallen. Da es zu spät war, um die Zündung der EMPs zu stoppen, sollte ich Sarah holen. War das Mindeste, was ich für Sam tun konnte. In der Zwischenzeit wollte Grimm im Weißen Haus tun, was verdammt nochmal sie dort zu tun gedachte. Also sagte ich ja. Ich konnte nicht zulassen, dass Sarah plötzlich vom totalen Chaos umgeben ist.
Genauso wenig konnte ich ihren Vater im Stich lassen. Nicht mal dann, als er einfach reinging, um die Antworten, die er benötigte, aus den Leuten herauszuprügeln. Das klang nach Sam. Nach Sam, wenn er richtig sauer war. So, bevor wir da drin aufräumen, werden wir wieder eine kleine Pause machen.